Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal einen richtig guten Allzweckreiniger für glatte Oberflächen, Tisch, Kochfeldplatten. Also wir haben die Induktionskochplatten, das geht wunderbar, damit man die Schlieren frei hinbekommt und der Picobello sauber reinigt. Man braucht ihn nicht kaufen, weil wir brauchen nämlich gar nicht viel. An irgendeinen ausgedienten Sprüher, eine Sprühflasche. Die wegschmeißen, kann man immer gut gebrauchen, solche Sprühflaschen. Und wir machen einen halben Liter, und da gelangt man ewig, einen halben Liter Wasser. Ihr könnt ein Leitungswasser hernehmen. Ich persönlich, oder wir persönlich nehmen destilliertes Wasser, weil von vornherein schon kein Kalk nicht mehr drin ist und das funktioniert perfekt. Halben Liter destilliertes Wasser. Dann nehme ich 2 Esslöffel Geschirrspülmittel. Ich mache es jetzt einfach nach der Reihenfolge. Ja. Also da Fit oder wie die alle heißen, reicht vollkommen aus. Nicht zu viel. Auf einen halben Liter 2 Esslöffel. Dann rühren wir das gleich einmal ein bisschen. Ihr könnt 2 Esslöffel Essig verwenden, das bleibt euch überlassen, Weinessig oder wie auch immer. Oder Essigessenz, aber dafür bloß 1 Esslöffel. Da reicht der stinknormal billige, ja, das muss nicht der Surig sein oder wie der heißt. Da tun wir 1 Esslöffel rein. So, das reicht. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Endspurt. Jetzt wäre die neutrale Mischung und Teebaumöl ist ganz wichtig, hat eine sehr desinfizierende und reinigende Wirkung. Da haben wir 10 Tropfen rein, ungefähr. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, das waren mehrere. So, und optional muss man aber nicht, machen wir wegen einem Duft Orangenöl rein oder nehmt einen Duft nach eurer Wahl. Da nehmen wir auch 10 Tropfen. Also ich nehme sehr duftendes, gutes Orangenöl. So, das waren glaube ich auch mehrere. Also, ob das jetzt 8, 10 oder 12 Tropfen haben, scheißegal. Da tun wir gar nicht lang rum. Dann rühren wir das Ganze ein bisschen auf. Und das war's schon. Und dann füllen wir das Ganze in dieser Flasche ab. Und ich sage euch, der Allzweckreiniger ist der Hammer. Ich nehme keinen anderen her. Den könnt ihr im Bad hernehmen. Ist scheißegal, was sauber macht. Ich nehme es hauptsächlich für die Kochfeldplatten her. Tisch abwischen, wie auch immer. Und kann ich nur sagen, funktioniert perfekt. Ja. Bringe jetzt nicht ganz rein. Ah ja, weit fällt es nicht mehr. Und das ist meiner Meinung nach der beste Allzweckreiniger. Ja, das war es auch schon wieder von meiner Seite her. Allzweckreiniger, schnell und einfach selber gemacht. Braucht es keinen Käufer vom Geschäft. Weil die sind wirklich jetzt so Zutaten, die haben wir meistens immer daheim. Essig, Essenz, wenn dann ist er nicht teuer. Teebaumöl haben auch viele daheim. Ja, und so Dufte, wenn man daheim hat, die reichen ewig. Und Geschirrspülmittel hat auch jeder daheim. Und destilliertes Wasser haben auch viele daheim. Aber wie gesagt, da kann man auch Leitungswasser hernehmen. Das ist nur, ich mache es gern mit destilliertem Wasser, weil dann habe ich von vornherein schon absolut keine Schlieren nicht mehr drin, kein Kalk nicht mehr drin. Und dann ist das einwandfrei. Schauen wir, ob wir das da komplett reinbringen. Jetzt hat da ungefähr ein halber Liter Platz. Ja.
Dann tun wir das drauf. Und schon hat man einen fertigen Sprüher auf Vorrat. Danke fürs Zuschauen, das war's. Freut mich. Lasst ein Abo da, wenn ihr andere Tipps und Tricks habt. Aber ich sage jetzt einfach Allzweckreiniger für glatte Oberflächen, geht perfekt und kann auch ein kleiner Spritzer in ein Spülwasser rein oder beim Eimer, man kann es zum Wischen hernehmen. Geht auch genauso perfekt. Einfach ungefähr 2 Esslöffel hinein in einen 5 Liter Eimer oder wie auch immer. Nicht zu viel, weil es soll dann nicht batzen. Und zum Ding absprühen, einfach einsprühen, mit einem sauberen Tuch Lappen abwischen und nachpolieren. Und schon ist eure Kochfeldplatte wieder picobello sauber und billig und man weiß, was drin ist. Also, Servus, lasst ein Abo da, auf Kommentare, wie gesagt, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Helmut Janker Filmschmiede, habe die Ehre, macht es gut. Servus. Und das riecht einfach angenehm. Nur zum Trinken ist nichts. Servus.